Ja, merci, Herr Präsident, Herr Premier, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kurz vor ihrem Ausscheiden hat beiden Administration eine Decision geholt, die riskiert weitreichend Konsequenzen für Europa, aber auch für das Land zu haben. Es geht um den Export von AI-Chipsen, amerikanischen AI-Chipsen. Das sind ganz hoch technologisch performant Chipsen, die notamment auch am ChatGPT gebraucht gehen, auch an ganz vielen anderen Technologien. Wer das genau passiert, die amerikanische Administration hat dezidiert, dass in Zukunft bis nach 18 Länder direkten Access auf das Chipsen werden haben. In den 18 Ländern sind 10 europäische Länder an 8 außereuropäische Länder. Leider ist bei den 10 europäischen Ländern Lützeburg nicht dabei. Aus erstaunlichen Gründen, wenn ich gesagt dass Deutschland, Frankreich, Belgien an Holland den Access haben, hat Lützeburg keinen Access. Da kriegt an dat feiert doch dazu, dass der Moment an der Europäischen Union eine grosse Division ist, weil 10 Länder werden von dem Access profitieren, 17 nicht, weil doch nicht gut ist für die Kohäsion an der Europäischen Union. Und dafür wollte ich dem Staatsminister, dem Premierminister 2 Fragen stellen. Erstens, was riskieren die Reperkussionen und Konsequenzen für Lützeburg zu sein, was das Decision betrifft. Und zweitens, was eventuell auch Niveau von der Europäischen Union wird erholt gehen, für trotzdem die dorten Decision so zu ändern, dass alle europäischen Länder können weiter von den Chips profitieren. Merci, Herr Moser. Dann hat Herr Premierminister Tut. Herr Premierminister. Herr Präsident, die Lützeburger Regierung ist überrascht und besorgt über die Decision, die die amerikanische Regierung unter dem Präsident Biden puedig eiert die Administration Biden abgehalten hat, geholt hat. Und sie feiert zu einem großen Unverständnis auf unserer Seite. Die Lützeburger Regierung, wie auch die anderen Regierungen in Europa, waren nicht am Vorfeld informiert. Aber wir konnten auch keine bislang valable Explikationen für was Amerika dezidiert hat, die AI-Chips auf verschiedenen EU-Ländern in Zukunft ohne Lizenz zu verkaufen, aber bei anderen eine andere Applikation zu holen. Der Fakt, dass wir bei den 17 Ländern sind, die müssen, wenn sie die Chips kriegen, extra Kontrollen durchlaufen, enttäuscht uns, weil es auch nicht der Relation zwischen Lützeburg und Amerika entspricht. Wir sind Alliierten von Amerika an der NATO, an der OECD, an vielen Decisionen an der UNO. Und dafür ist es nicht nachvollziehbar, für was die Decision so an Amerika geholt ist. Die Lützeburger Regierung wird das auch nicht einfach so stehen lassen. Die Regierung hat dafür dezidiert, dass der Außenminister alle Schritte soll erholen, die notwendig sind, für den Amerikanern zu erklären, dass wir ein vertrauenswürdigen Alliierten sind. Den Text von den Amerikanern sagt auch dass die während 120 Tage kann seine Observationen machen. Das wird man also machen. Und wir werden auch ich selber mit der Europäischen Kommission auch nächste Woche von Madame von der Leyen auf Lützeburg könnt, mit hier ein Gespräch darüber führen, wie die Kommission als europäische Institution mit Amerika sieht, dass das nicht geht. Weil, wie den Herr Moser an seiner Frau gesagt hat, stellt er eine ganz seriöse Frage vom Funktionament vom Binnenmarkt. Weil wenn Amerika den Binnenmarkt abspricht zwischen guten Handelspartner und anderen guten Handelspartner, da funktioniert der Binnenmarkt nicht. Und durch die Menge Intervention, die ich nächste Woche bei der Madame von der Leyen machen, will ich auch so, dass ich auch schon mit 2 anderen Regierungschefen
aus Europäischer Union Kontakt opgeholt, nämlich dem aus Polen an aus Portugal, die an nämlich der Situation wie Lützeburg sie waren auch stark Alliierten an historisch Alliierte von Amerika sind, für dat man zu summen als Intereen vis-à-vis von der neue amerikanischer Regierung, die dann Logister an Damtkommers willen virbringen. Rein praktisch, weil auch den Herr Moser gefrottet, wat lo die praktischen Reperkussionen, die werden, soweit man das System können erschätzen, nicht enorm groß sind, weil man inner Limiten nicht wahrscheinlich fallen für Quantitäten von Chips, die man aber können kaufen. Auch bei einem Supercomputer basieren wir es vor allem auf europäische Technologie. Aber nach hätte ich gern, dass das Land, an dem auch als das Regierung des Staates, dass AI eng von unseren Prioritäten wäre, auch an der politischen Ausrichtung, dass man alte Elemente bei der Seite und alter Tun hun für Access zu kriegen zur amerikanischer europäischer Technologie. Und dafür nachher, wir sind überrascht, wir sind besorgt, aber wir werden alles machen, dass die Decision nicht negative Konsequenzen für das Land kriegt. Merci.